Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Amn auf Pelzig. Jetzt wissen wir auch Bescheid, da müssen wir hier zum Tempel und da gehen wir jetzt auch hin. Wir haben ja den ganzen Weg eigentlich gesäubert, es sei denn auf dem Weg sind nochmal neue Handlanger aufgetaucht. Aber wenn, da macht Korgan bestimmt kurzer Prozess mit denen. So, wir überwachen den Weg mal. Nee, ach, wenn wir irgendwelche Golem-Geräusche im Hintergrund hören. Da tut sich nichts. Oh doch, Steingolem attackiert Abdel Adrian. Wo kam dann der her? Korgan, kümmere dich mal bitte drum. So. So wird das gemacht. Aha, da kommt ihr also her, ihr Golems. Oh. Dort ist nur spontan ein Adamantit-Golem gebildet. Na dann, all miteinander drauf. Wir haben ja mittlerweile die Waffe und Wege, um so viel fertig zu machen. Ihr habt ja gesehen, was das im Vierkrag-Dungeon für ein Geraffel und ein Gemache war. Bis wir das Vieh mal wirklich down hatten. Mit Ründstab plus 4 und so weiter und so fort. Aber jetzt machen wir alle ein bisschen schade bei dem Vieh. So, Anomen. Du könntest trotz allem nochmal eine Heilung auf Korgan wirken. Das ist, glaube ich, nicht das Verkehrteste. So. Und so. Gut. Dann haben wir die Golems auch noch platt gemacht, obwohl uns Erfahrungspunkte eigentlich nichts mehr nützen an dem Punkt. Wir sehen jo, die steigen einfach nämlich weiter auf. Die haben alles kriegt, was sie derzeit so erreichen können. Und erst in Thron des Baal können sie wieder aufsteigen. Dann bewegen wir uns aber wirklich im fast halbgöttlichen Status. Zumal Abdel Adrian schon mit Stufe 23 echt heftig ist. Aber Edwin dagegen als Magier nur mit 70, gerade Magier, der die Stufe eigentlich echt gebrauchen kann. Das ist schon etwas schade. Jo, jetzt legen wir das Zeug nochmal ab, wo es hingehört. Höllenschlundscheusal, Beschwörung beendet. Ach, das war immer noch da. Okay. Moment, Korgan hat den Kruscht. Das Amulett, die Klinge und die Harfe waren das, oder? Oder was? Ne, Quatsch, nicht die Harfe, sondern, wo ist denn der Kelch? Wo ist der verflixte Kelch? Oder hat er noch Abdel Adrian? Muss gerade nur... Ah, ne, Korgan hat ihn. Korgan hat ihn, jo. Okay. Korgan legt den Kelch ab, sein guter Zwerg, gib ihn her. Und was kommt jetzt? Alles, was getan werden kann, wird geschehen. Nie wieder soll der Tempel besudelt werden. Das sind noch Gegner, mit denen haben wir in Thron des Baal noch zu tun. Das sind solche Sumpfungetüme. 65.000 gibt es noch für jeden als Belohnung an Erfahrung. Der großen Eiche steht vor euch, Sterbliche. Was geht hier vor, dass es der Aufmerksamkeit des Herrn der Blätter bedarf? Der Hexenmeister John Irenicus hat... Ah, der Verbannte ist zurück. Der Selemols von der Elfe war's, aber Nimi ist, lebt noch. Wieder mal begeht er sein Sakrileg gegen den Baum des Lebens. Der Verbannte schützt sich mit Kräften, die die Natur korrumpieren. Ich kann ihn nicht berühren. Er hält sie. Die von meinem Blut ist in Korruption gefangen. Er verwendet die Verbindung zum Baum des Lebens, um den Kraft dort raus zu entziehen. Warum? Was hat er... Der Verbannte mag der Seldarin beitreten. Der Verbannte will ein Gott werden, wie es schon einmal gewollt hat. Er will also wirklich zu der Seldarin gehören, ein Elfegott werden. Der Mann ist so ein krankhafter Ehrgeiz der Fresse, der ihn noch um unmögliche Streben lässt. Der Erste der Seldarin wird es nie zulassen. Der Baum des Lebens darf nicht sterben, unsere Kinder müssten sonst leiden. Die Geister vom Wald werden gerufen, um das Böse, was der Verband in unserer Mitte gebracht hat, zu besiegen. Erhebt euch, Geister. Ich bin's, Rilifan Ralatil, der Seldarin, der euch ruft. Verteidigt an dem Tag unser Kinder. Und ihr, Sterblicher, ihr wollt die Verbannte besiegen. Befreit sie, die von meinem Blut ist, aus seiner Korruption, und sie wird die Verbindung, die er verwendet, durchtrennen. Aber Irenicus hat, der Verbannte versperrt euch den Weg. Er versiegelt die Tore zum großen Palast. Ich werde sie wieder öffnen. Das ist vollbracht. Das ging jo fix und danke, dass du mich immer unterbrichst. Ich kann nichts mehr machen. Gegenstand habe ich auch noch gekriegt. Und
Rasch, es kommt, die Verbannte sei verflucht, die Götter seien uns gnädig. Oh. Kinder des Baums, geht in Friede. Die Sklaven vom Verbande leben, Nimi. Relifan sei gepriesen. Ja. Mach das mal. Preis mal Relifan. Was haben wir denn hier noch gekriegt? Stecken der Wälder +4. Der ursprüngliche Träger des Steckens war nur als der Mann des Waldes bekannt. Diese legendäre Gestalt lebte in der Nähe von Handelstreff. Er starb eines natürlichen Todes und kehrte in den Schoß der Mutter Natur zurück. Jene, die ihn gesehen haben, erinnern sich daran, dass er eine dunkle, rindenartige Haut hatte. Wenn er jedoch seinen Stecken zur Seite steckte, normalisierte sich seine Haut. Er machte Holzfällern und Wilderern, die ohne Rücksicht auf das Gleichgewicht in der Natur ihrem Handwerk nachgingen, das Leben schwer. Alte Leute können noch davon erzählen, wie er einmal von Söldnern gejagt wurde, die mehrere Dutzend Jagdhunde einsetzten. Als es so schien, als ob die Tiere den alten Druiden zerfetzen würden, wandten sie sich plötzlich gegen ihre eigenen Herren. Die Söldner hofften, den Einfluss des Mannes zu brechen, indem sie ihn verzweifelt angriffen. Doch das Letzte, was die panischen Söldner sahen, war, wie der Mann des Waldes die Vegetation selbst entfesselte und sich eine Mischung aus lebender und toter Vegetation vor ihnen erhob und sie unter sich begrub. Keiner der Söldner überlebte diese Begegnung. Besonderheiten: Der Träger erhält -3 auf RK und erhält außerdem eine Rindenhaut RK3, solange er den Stecken trägt. Das ist natürlich für Druide besonders toll. Kann, glaube ich... Ah, da hat er noch was. Eine Ladung. Der Stecken beschwört einen watschelnden Komposthaufen. Das war das, was jetzt Relifans Avatar war. Dann noch eine Ladung. Der Stecken setzt den Zauber verbessertes Tiere bezaubern ein. Wirkungsdauer für 5 Minuten. Rettungswurf. Den Tieren steht ein Rettungswurf -4 zu, um den Auswirkungen zu entgehen. ETW 0 -4, 1W6 +4 und kann nur von Druiden verwendet werden. Für Yahera wäre das jetzt natürlich der Shit hier, das Zeug. Aber gut, wir behalten das mal. Sagt mir, ich hoffe... Wir behalten das Ding einfach. So. Dann... Hier erscheint jemand in einem Phantomtor. Es ist... Raira. Seid mir gegrüßt und fest im Glauben. Seid gesegnet, der Avatar hat die Wächtergeister freigesetzt. Die Stadt ist gerettet und der Palast steht euch jetzt offen. Geht und helft unserer Königin, der Verbannte hält sie im Palast gefangen. Sollt ihr Heilung oder Ausrüstung benötigen, so bin ich gern bereit, euch zu helfen. Relifan hat euch gesegnet und ihr könnt alle Dienste vom Tempel in Anspruch nehmen. Gegen einen kleinen Unkostenbeitrag versteht sich. Die Soldaten bieten sogar einige ihrer Waffen und Ausrüstungsgegenstände feil. Ach ja, da gucken wir doch mal drauf. Wir können auf jeden Fall mal Edwin kritische Wunden heilen. Das sieht ganz gut aus. Ansonsten brauchen die anderen nicht wirklich noch was. So, was hast du dann im Angebot? Ui, konzentrierter Heiltrank wird auf jeden Fall benötigt. Das kaufen wir 100%ig ein. Zack und zack. Ansonsten, was hast du dann noch Schönes? Das sieht mir noch üblichen Müll aus. Ja, nichts Besonderes dabei. Nichts wirklich Besonderes dabei. Na gut, dann verkaufen wir unseren eigenen Schampel. Was war das nochmal, der Elfenumhang? Ah ja, Schattenverstecken in Kombination mit dem Stiefel ist das natürlich richtig gut. Aber das geben wir erstmal nicht her. Wir gucken nochmal. Himmelstropfen können wir auf jeden Fall verticken. Die Goldkette können wir auch weg. Also es dient eigentlich hauptsächlich dazu, dass wir hier unseren eigenen Quatsch loswerden. Zack, zack. Und Sternsaphire brauchen wir, glaube ich, noch für Thron des Baal. Deswegen behalte ich die erste mal. Na, Sternsaphire. Ah ja, da haben wir noch 6. Okay, ich glaube, die reichen. Ich glaube, wir brauchen nur 5 Sterne-Saphire für Thron des Baal für eine Waffenerweiterung. So, Elfenkettenhemd und Klingen. Oh, 24.000 bringt der Rotz. 18.666. Heieiei. Ich verkaufe nur das normale Elfenkettenhemd. Hier haben wir nichts Besonderes drin. Nee, Vikonia hat nur noch den ekligen Trank hier parat. Edwin, du hast noch hier... Nee, Quatsch, besser, da hast wollten wir ja nicht loswerden. Dort den Quatsch, den wir 4 Mal eingesammelt haben, das können wir auf jeden Fall noch verticken. Und kriegen 19.200 Goldstücke dafür. Das ist doch auch schon mal nicht übel. Die Elfenstiefel behalten wir. Gut, das war's erst einmal.
Ich würde gern dir sowas noch geben. Und dir vor allem, Korgan, du kannst am ehesten gebrauchen. Ah, Moment mal, ich kann ja noch Krusch aus meinem nimmervoller Beutel verkaufen, natürlich. Ihr seid mir mehr als willkommen. Ja, Dito, da kann ich nämlich mein ganze Müll bei dir noch loswerden. Dolch plus 2 will ich weghaben, den Quatsch, den und den. Das war der ganze kleine Schampel, den wir gehabt haben. Die Rüstung der Viper behalten wir auch mal. Okay. Den ganze Quatsch können wir verkaufen. Dann können wir nämlich hier sowas noch reinlegen. Die 2 Dinger können wir wahrscheinlich hier noch gebrauchen. Deswegen behalten wir die erstmal draußen. Den können wir noch rein machen. Und die Elfenstiefel können wir auch noch reinpacken. So, sehr schön. Ich warte. Dann können wir jetzt auch endlich hier hingehen. Ist schon geschehen. Es interessiert mich jetzt, wo die lang flitzen. Ich glaube, die gehen wirklich durch den offiziellen Weg und nicht die Hintertürche hier neben. Ja, die gehen der offizielle Weg. Okay, das heißt, das ganze Gesocks ist jetzt erstmal weg. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Weil dann müssen wir uns auch hier nicht. Ah ja, niederer Luftelementar Elfen haben nur stirbt. selten Zeit zum Plaudern. Wir sind gerettet, Wassererleichterung. Vielen Dank. Ja. Aber Korgan, mach erstmal den Sandgolem noch platt. So. Okay, die Biester hätten sich auch drum gekümmert, aber trotzdem, man weiß ja nie. Du hast noch eine schöne Statue von einem Elfekrieger mit einem, oder von einem Elfejäger mit einem Wolfbegleiter. Ich bin dabei. Verwundeter Elf und Hauptmann Aduon. Schwierige Zeiten stehen uns bevor. Der alte Wächter hängt sich erhoben gegen die Kreaturen, die der Verbannte mit sich gebracht hat. Ein herrlicher Anblick. Gut gemacht. Gut gemacht. Dankeschön. Dann gehen wir mal dort hier. Und gucken, was wir hier damit anstellen können mit dem ganzen Zeug. So, also rein in den Tempel. Spiel wird gespeichert. Sehr schön. Und was ist dann hier? Ihr betrachtet den Baum und stellt fest, dass er leicht glänzt. Ihr spürt förmlich, dass von dem Baum Magie ausstrahlt. Die ungewöhnlich großen Nüsse in den Zweigen über euch stellen einen verführerischen Anblick dar. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie pflücken. Ihr berührt die erste Nuss. Ein Energieschock durchzuckt eure Hand. Alle Nüsse fallen vom Boden. Auf dem Boden. Ihr sammelt alle Nüsse ein. Offenbar gibt es 2 Arten von Nüssen. Die kleineren, keine Ahnung, lassen sich nicht öffnen, auch nicht mit roher Gewalt. Die größeren Nüsse lassen sich knacken, sodass man an den essbaren Inhalt herankommt. Okay, Nüsse vom Baum des Lebens. Eine wunderschöne glitzernde Frucht, die vom Teil des Baums des Lebens stammt, der durch den Palast wächst. Die Frucht riecht wunderbar und scheint reif genug sein, um sie zu essen. Und Nüsse vom Baum des Lebens. Eine kleine harte Frucht, die ihr von dem Teil des Baums des Lebens geerntet habt, der in den Palast gewachsen ist. Für die kleineren Früchte habt ihr noch keinen Verwendungszweck gefunden, aber sie sind offenbar von magischer Kraft erfüllt. Ihr solltet sie aufheben. Okay, wir machen das mal so. Dann teilen wir jetzt einmal hier das Zeug brüderlich. Du kriegst auch noch was. Viconia kriegt auch noch 2 und Edwin Anna. Abdel Adrian regeneriert sich, jo. Insofern passt das eigentlich auch. So, machen wir das. Zack, zack und zack. Heiltränke stehen einfach bei mir immer auf Slot-Ends. Das hat sich irgendwie immer so eingegroovt. Da bin ich auch etwas autistisch veranlagt, dass das Ganze angeht. Uiuiuiui. Wasser strömt aus einer unbekannten Quelle hinab. Tief in den Becken bewegen sich Schatten in einem befremdlichen Muster. Schön sieht's hier aus. Das Paradies für jeden Veganer und Vegetarier hier. Und was ist dann hier noch? Okay, können wir hier nirgendwo was machen? Irgendwas müssen wir doch hier noch machen können. Warte mal. Kann ich in dem Becken irgendwas machen? Nee. Ja, gute Idee, das mir zu So übertragen. können wir nichts machen, okay. Ah, da können wir was machen, genau. Rund um die Statue befinden sich Trümmer von abgebröckeltem Gestein. Offenbar wurde von der Statue Teile abgebrochen. Ihr könntet euch die Angelegenheit genauer ansehen. Die Steinharfe passt perfekt in die Hände der Statue. Die Statue bewegt sich erneut. Sie lächelt zufrieden und spielt eine sanfte Melodie auf der Harfe.
Beim Klang der Musik laufen euch Schauer über den Rücken hinunter. Ihr wisst nicht, warum die Musik diese Wirkung auf euch hat. Und hier, Anomalie, ist aber was abgebrochen. Ihr haltet das Horn an die Lippen der Statue. Die Hände der Statue erheben sich, um das Horn ruhig zu halten. Sie bläst einen klaren, kräftigen Ton auf dem Horn. Dann ist wieder alles still. So. Und jetzt gibt's hier Sagt mir, eine was zu tun Treffer. kaum der Rede wert. Und wurde mit Hämmer 8 die Gegenstände weggebrocht. Wir haben jetzt nur noch diese Nüsse vom Baum des Lebens. Ich warte. Ihr spürt ein Kribbeln, als ihr euch der Treppe nähert. Ein vertrautes Gefühl, das ihr intuitiv als eure Seele erkennt. Irenicus ist in der Nähe, im Raum nebenan. Ihr haltet inne in dem Bewusstsein, den nun folgenden Kampf möglicherweise nicht zu überleben. Euch bleibt jedoch kaum eine andere Wahl. Euch bleibt dennoch keine andere Wahl. Ohne eure Seele wird euer weiteres Schicksal vorherbestimmt und grausam sein. Ihr dreht euch um und schaut in die Gesichter derer, die eurer Gruppe geblieben sind. Ihr habt das Bedürfnis, euch ihrer Loyalität und Freundschaft zu versichern oder ihnen die Möglichkeit zu öffnen, neu nachzudenken. Edwin, der einst seine Dienste für ein Jahr versprach, aber nicht der Typ ist, der sein gegebenes Wort hält. Dennoch ist der rote Magier geblieben, auch wenn er seine eigenen Absichten und Motive nach wie vor verborgen hält. Seid ihr bereit für den Kampf, Edwin? Ich muss wissen, ob ihr bereit und willens seid, mir beizustehen. Und was meint ihr, wo ihr nicht gehen sollte? Ihr scheint eine Nase dafür zu haben, wo sich Macht ansammelt. Und ich werde mir meinen Teil davon schnappen, bis ich zufrieden bin. Und dann werden wir ja sehen, was aus euch wird. Korgan, ein wilder und eigensüchtiger Zwerg, ist ein erfahrener Abenteurer, der zu den effektivsten Kämpfern zählt, denen ihr je begegnet seid. Okay. Ach, hier seid ihr bereit für den Kampf, Korgan. Alles andere wäre viel zu einfühlsam für die ganze Gestalte hier. Ach, lass mich mit dem Blödsinn in Ruhe. Meine Axt ist das Beste geschärft und jiepert. Schon noch ein bisschen zauberische Blutvergießer. Wenn ich dabei drauf gehen sollt, aller Hopf, das nehme ich in Kauf. Aber euer Verarschung lasse ich mir nicht gefallen. Mikonia, die Dunkelelfenpriesterin von Shar, die seit ihrer Rettung vor den Fanatikern von Athkatla bei euch ist. Doch ihr wisst, dass sie am Ende nur sich selbst dienen wird. Dasselbe auch bei ihr. Ich bin, seitdem ich aus meiner Heimat geflohen bin, nur wenige begegnet, die mich verschont haben. Ihr habt mir's Leben bei mehr als einer Gelegenheit gerettet, mir hin gemeinsam gekämpft, Blutvergosser. Und ich werde, wenn nötig, meinen letzten Atemzug für euch geben. Doch jetzt kommt, der Ruhm wartet auf uns. Anom, Kleriker des Helms und beherzter Krieger, er hat die wohl härteste Prüfung von all euren Gefährten zu bestehen. Er war drauf und dran, berühmt zu werden. Warum bleibt er? Ja, ach hier, das Dritte. Die Dinge mögen sich geändert haben, seit ich euch das erste Mal begegnet bin, Abdel Adrian, aber ich weigere mich vor dem Kampf zu drücken. Egal wie wir gewinnen oder verlieren, ich könnte mich selber nicht mehr achten, wenn ich in einem Kampf nicht alles mir Mögliche geben würde. Es ist alles gesagt. Ohne ein weiteres Wort wendet ihr euch voller Ingrimm der Treppe zu. Eure Seele wartet. Und das muss gespeichert werden, wie ich finde. So. Jetzt gehen wir hier nochmal rein. Und Ich grüße euch im Namen Suldanes Salars. stehe bleibe. Wer kommt da? Ihr seid ein Kind von Baal, nicht wahr? John hat sich damit gebrüstet, euch die Kräfte gestohlen zu haben. Er behauptet, euch umgebracht zu haben. Ihr hätt's fast gepackt und ich hab vor, die Gunst zu erwidern. Ich bin Elesim, die Königin von Suldanes Salar. John Leth hält mich in der Mitte vom Baum in einem Käfig aus verdorbener Magie gefangen. Ich hab's nur geschafft, mein Bild so weit zu schicken. John Leth, den ihr als Irenicus kennt, er saugt die Macht vom Baum des Lebens in sich auf. Auf dem Baum sind Parasite, die sie für ihn herauspumpen. Parasite? Was für Art von Wesen sind das? Ich weiß nicht, um was für eine Art von Parasite es sich handelt, aber die sind die Verdorbenheit selbstfürchtig. Sie geben John Leth die Macht und erhalten meinen Käfig. Es ist mir egal, ob ihr hier seid, um mein Volk zu retten oder um den zu töten, der euch gepeinigt hat. Das Sach muss getan werden. Die Parasiten vom Baum des Lebens müssen sterben. Tut es, und ich werde in der Lage sein, Johns Verbindung zum Baum zu durchtrennen. Und dann, nur dann kann er getötet werden. Ich glaube, dass er die Parasite irgendwie schützt. Ich weiß nicht, dummelt euch.
Wie komme ich an die Parasite 3? Ist hier keine Möglichkeit, durch all die Äste hindurchzukommen? Ja, er hat echte Abgeschlagen. Benutzt die Nüsse aus dem Palastgarten. Sie werden neue Äste am Baum wachsen lassen. Mit ihrer Hilfe kommt ihr durch. Macht schnell, Kindesbal. Wenn John den Baum des Lebens lehrt, ist ganz Suldanes Salam Untergang geweiht. Und John wird alle Machthaber noch der er sich sehnt. Bitte, ihr müsst ihn aufhalten. Alle hopp. Ich hoffe, das bringt was. Ich glaube, die hätte sich ja nicht beruhigen lassen, wenn ich gesagt hätte, nö, der ist lieber ein Salat. Also von daher machen wir doch mal, was wir können. So, was lungert dann hier noch rum? Gibt es noch irgendwelche hässliche Gestalten von ihm? Ah, na. Dieser Parasit, dieses Ding, gleicht nichts, das ihr kennt. Aus seinem aufgeblähten Körper winden sich 4 schlangenartige Tentakel. Diese haben sich in den Zweig des Baumes gebohrt. Der Parasit saugt den Baum des Lebens aus. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Parasit angreifen. Beim ersten Zeichen von Feindseligkeit pulsiert der Parasit vor magischer Energie und beschwört einen Wächter. Oh, komm. 2 normale Feuerelemente, 2 große Feuerelementare, die 6000 Erfahrungspunkte geben. Das ist ja nichts mittlerweile für unser Level. Ohne seine Verteidigung lässt sich der Parasit leicht ausschalten. Der Parasit ist tot und bedroht den Lebensbaum nicht mehr. Bäh, das ist ja ekelhaftes, widerliches Ding. Wo auch immer der die Viecher erschaffen hat oder ob das seine Eigenkreationen sind. Eine der kleineren Nüsse in eurem Rucksack beginnt zu wachsen und sich auszudehnen. Überraschend nehmt ihr sie aus dem Rucksack und platziert sie auf dem Zweig zu euren Füßen. Sie wächst und windet sich in einem überraschenden Tempo und verschmilzt rasch mit dem Baum des Lebens. Der Baum verändert sich so, dass sich ein Weg zu dem entfernten Zweig bildet. Ihr könnt jetzt weitergehen. Okidoki. Und hier haben wir irgendwas, oder? Hier wird auf jeden Fall die Magie stärker. Hier ist John Irenicus, der sich gerade hier auf Pumpe geht. Wie im Fitnessstudio. Nur auf magischem Weg. Hier springt an und Nuss irgendwo hier. Okay. Bringt uns die überhaupt irgendwas? Nicht wirklich, oder? Naja. Nee, die hat uns jetzt nicht wirklich was gebraucht, aber egal. Gehen wir erstmal so hier nochmal. Oder war da noch irgendwas? Nee. Ich glaube, da war erstmal nichts, oder? Nö. Da war der Parasit, genau. Gerade mal auf die Karte gucken. Ja, da müssen wir sowieso hier entlang. Wir könnten auch noch da entlang gehen. Das heißt, wir könnten uns von dort aus noch hier bewegen. Okay, 2 Nüsse haben wir noch. Die machen uns dann den Weg frei. Oh, nee, hier geht es dann wirklich weiter. Okay, dann müssen wir wohl doch dort hier gehen, wo Irenicus steht. Und müssen von dort aus weitergehen. Sodala. Jetzt haben wir einen Schluck Wasser für mich. Ach. Es ist immer schwierig, mit trockener Kehle vorzulesen und zu verzählen, ohne sich ständig zu räuspern. Und das ständige Räuspern, das tut sich auch nicht so gut beim Let's Play. Alter, ist das ekelhaft. Nochmal dasselbe Text und hier kommen jetzt Luftelementare. Komm her, du. Die Gerechtigkeit soll siegen. Die bringen 7000 Erfahrungspunkte. Gut. Und das zu benutzen vor allem. So. Ja, großartig. Einmal noch, dann sind alle vernichtet. Schon jetzt kann ich sehen, wie sich dieser Käfig auflöst. Sobald ihr den letzten Parasit vernichtet habt, werde ich anfangen, seine Verbindung zu durchtrennen. Ihr werdet schnell in die Mitte vom Baum, wo Irenicus und ich sind, kommen müssen. Die Kräfte, die er im Baum gestohlen hat, werden ihn entrissen. Ich weiß nicht, was es für Auswirkungen haben wird, aber John wird orientierungslos sein und ihr müsst ihn schnell erledigen. Beendet es schnell. Ich fühle, wie der Baum des Lebens stirbt. John ist seinem Ziel schon viel zu nahe gekommen. Okay, jetzt speichert es nochmal automatisch. Alter, diese Parasiten sind so ranzig. Na gut, dann kümmern wir uns darum den Letzter. Wo auch immer der rumlungert. Ah, okay. Da kriegen wir nochmal einen Weg frei gemacht. Aha, da lungert der rum.
Alter. So, deswegen wird hier nochmal Ledger Smoke gespeichert. Und ja, ich bin so weit entfernt, um das zu benutzen. Heieiei. Heute habe ich es aber echt hier. So, Erdelementare mache ich noch fertig. Es ist so schade, dass in Baldur's Gate 2 niemals Wasserelementare vorkommen. Eigentlich echt schade drum. Jetzt macht das fertig, das eklige Ding. Okay. Gut. Jetzt werden wir schon weitergeleitet zu Irenicus direkt. Wer wagt es? Bei allem, was rechtschaffen ist, bestimmt nicht. Ihr hätten wissen müssen, dass ich euch nicht entkommen lassen würde, ist auch falsch. Ich wag's. Euer Pläne sind zerstört, Irenicus. Ihr werdet hier sterben. Ihr lebt noch? Ihr habt noch einen Bruchteil eurer Seele und trotzdem bekämpft ihr mich immer noch? Die Macht des Baumes ist von mir gegangen. Euer kleiner Plan war erfolgreich, ihr Insekt. Doch das endet jetzt. Es wird mir eine große Genugtuung verschaffen, ein so lästiges Objekt wie ihr seid auszulöschen. Und dann werde ich meine Verbindung mit dem Baum wiederherstellen. Ich werde eine Möglichkeit finden. Ich habe die Macht dazu. Nein, Jonleth. Das werdet ihr nicht tun. Wer? Elesim? Ja, ich bin es, eure Königin. Schon 2-mal wolltet ihr dieses Sakrileg begehen und hättet uns damit beinahe alle umgebracht. Ihr werdet das nicht noch einmal tun, Jonleth. Nennt mich nicht so. Ich habe jedes Recht auf diesen Namen verloren, als ich durch die Seldarin alles Elfischen bar wurde, wie ihr sehr wohl wisst. Und wie soll ich euch stattdessen anreden? Irenicus? Gebrochener? Zerschmetterter? Ja, es war eine furchtbare Strafe. Aber ihr habt alles, was uns lieb ist, verletzt. Ihr hättet uns fast alle vernichtet. Und wofür? Macht? Ist das alles, wofür ihr noch lebt, John? Das ist alles, was ich jetzt habe, Elesim. Es gibt nur noch meine Rache. Rache für das, was ihr und die Seldarin mir angetan habt. Und eure Rache hat euer Herz vergiftet. Der Baum hat euch vor langer Zeit einmal berührt. Erinnert ihr euch gar nicht mehr daran? Gibt es nichts mehr in eurem Herzen, das euch an die Liebe erinnert? Gibt es nichts mehr in euch, das sich an unsere Liebe erinnert? An das, was wir einst teilten, bevor euch diese Besessenheit heimsuchte. Er war also nicht nur der mächtigste Magier bzw. Hexer hier in der Gesellschaft, er war auch ihren Günstling und anscheinend waren die Arapar, die beide. Ich erinnere mich nicht mehr eurer Liebe, Elesim. Ich habe es versucht. Ich habe versucht, sie wieder zu erwecken, sie in meiner Erinnerung wieder leuchten zu lassen. Doch sie ist fort. Leer und tot. Jahrelang habe ich mich an die Erinnerung geklammert. Dann an die Erinnerung von der Erinnerung und dann nichts. Die Seldarin haben mir auch das genommen. Ich sehe euch an und spüre nichts. Ich erinnere mich nur noch daran, dass ihr mir wie alle anderen den Rücken zugekehrt habt. Einst war mein Hunger nach Macht alles. Doch jetzt dürstet es mich nur noch nach Rache. Und ich werde Rache nehmen! Dann bedauere ich euch. Ich wünschte, ihr hättet eure gestohlenen sterblichen Jahre darauf verwendet, euch die Rückkehr an diesen heiligen Ort zu verdienen. Ich hätte euch nochmals genau so lieben können, wie ich den Mann liebte, der ihr einst wart. Aber ich erkenne nichts mehr von ihm wieder. Ihr seid Irenicus. Und alles, was euch jetzt erwartet, ist der Tod. Wir werden sehen, meine einstige Liebe. Wir werden sehen. Im Vergleich zu meiner Macht seid ihr nichts mehr als eine Mücke. So geht's, um Ilhan und die andere aufzurütteln, während ich noch schwach bin. So sei's. Ich werde sie allesamt zerschmettern, wenn's sein muss. Ich will ja Macht noch bekommen, Abdel Adrian.
Euer Seele strömt doch immer durch mich. Kommt und unternehmt euren Versuch, sie zurückzuerlangen, wenn ihr wollt. Ich habe genug Macht, um mit euch fertig zu werden. Das glaube ich sogar. Und das wirklich eindeutig. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier natürlich unseren Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Arm auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann, wo der Kampf gegen Irenicus anstehen wird. Iron Yankee.